Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie-Illusion, der beste Podcast der Welt. Und der beste Podcast der Welt ist es natürlich nicht umsonst, weil, nicht nur wegen mir, dem Corby, sondern wir haben ja zwei Leute dabei, die mit mir heute über das wunderbare Hardline reden. Und zwar einmal der Mike. Mike, hi, servus. Servus und Habidere. Ich bin der Mike. Klappe, du bist nicht ummoderiert. Fuck. Und er kann schon gar nicht erwarten, deswegen wollte er so schon zum Mike reingrätschen. Er ist hier, er liegt nicht im Bett, glaube ich. Er ist nicht im Hotelzimmer, glaube ich. Hier ist der Kani. Und ich liege tatsächlich im Bett in einem Hotelzimmer. Nein, immer nur im selben, oder? Du bist nie ausgezogen. Ich bin nie ausgezogen. Ich bin jetzt praktisch so der Typ, der in die Wände erlebt. Wow. Barbarian, das Grüßen. Grüßt euch, hallo. Ja, Jungs, hey, 10. Hardline hinter uns. Wer hätte es gedacht, dass wir das überlebt haben? Aber was sagt's? Wie war's? Zu kurz, zu kurz. Du hättest ja gerade vollständig da sein müssen, du Saudepp. Ja, aber auch das, was ich gesehen habe, war zu kurz. Also, okay. Das war alles zu kurz. Okay. Aber es war wieder ein Riesenspaß. Also jeder Gedanke an das letzte Wochenende versetzt mich ins Tröpfeln wie ein Kisslaster. Ich wollte gerade sagen, in Ekstase. Ekstase, ja. Und bei euch? Schon wieder ziemlich erotisch, die ganze Geschichte, wie du das verzeihst. Ja. Wenn es dann wieder heißt, Papa, warum gehst du die ganze Woche schon so komisch? Ich war letzte Woche wo, Bub. Das erzähl ich dir mal, wenn du groß bist. Dann nehme ich dich dann mit. Das Pigalle praktisch, oder? Ja. Wo man jede Menge Spaß haben kann. Das gibt's nicht mehr. Ja, erotisch war's, wie man schon auf die Bretler gesehen hat. Corby und ich haben die Zeit unseres Lebens im Hotelzimmer verbracht. Oh ja. Oh Also ja. da war eigentlich mehr Action als im Hardline selber. Sagen wir mal so, ich habt ja auch so viel Zeit gar nicht im Zimmer verbracht. Wenn ihr um 5 Uhr ins Bett seid und um 8 Uhr waren wir dann wieder beim Frühstück und zumindest der Corby, so viel Zeit habt ihr ja quasi miteinander gar nicht verbracht. Ja, aber der Corby hat mich dafür immer intensiv beobachtet, während ich geschlafen habe. Ist ja nicht mehr weggestanden wie bei Paranormal Activity, oder? Naja, aber ein bisschen netter. Ich glaube, das war so, dass sie unsere Nasenspitzen berührt haben. Ich habe zumindest immer so einen heißen Atem im Gesicht gespürt. Wow. Genau. Ich habe die perverse Version gemacht von Paranormal Activity. Paranormal Faptivity hat er gemacht. Und ich bin jetzt wieder aufgewacht und hab gemeint, ich habe Allergie, weil mit Augen zu picken, dabei was weg. Wow. Ekelhaft. Wahnsinn. Gut, also, der erste Tag, der 6.4. war schon mal ganz spaßig, da die sagen. Echt? Du hast eher ja. ausgeholzt, dass du gleich einen Kopf zerreißen am ersten Ja, Tag. Wahnsinn, ich war anders drauf. Weil bei mir war ja nach wie vor, da ist ja spitz auf Knopf gestanden, ob ich überhaupt kommen kann den ersten Tag. Meine Frau daheim gelegen, eitrige Mandelentzündung, gekoppelt mit der Bindehautentzündung. So viel Glück musst du erst einmal haben. Sie soll halt Lotto spielen. Ja, ich glaube, an dem Tag unbedingt, da hätte es alles gewonnen. 2 Tage davor noch der Pur noch einen Grupphusten und. Also ich habe mir gedacht, das ist alles Wahnsinn. Jetzt Was war ist 3 Monate, ja, ganz was Wildes, was Lauts. Kriegt man das von Gruppen? Ja, vom Arschgruppen. Ja, Arschgruppen. Es hat gerade noch geklappt und dann bin ich wirklich, weiß ich nicht, wann war ich da? Um 4 oder 5 Uhr war ich dann da und hab euch getroffen und das war dann schön. Aber es war schon viel eher dort, gell? Mir? Ja, Ja, freilich. wir waren schon ab 2 oder sowas dort. Wir sind mal fleißige Bienchen. Ja. Von selber werden die Honigtöpfchen nicht voll. Deswegen war es ja super vorbereitet für den Eröffnungsabend, wo ich nicht war. Da wir ja festgestellt haben, dass du der einzige Podcaster bist, der taubstumm ist, war es ja nicht so schlimm. Dünnes Eis, Baby, dünnes Eis, zumindest bei manchen, gell? Ja, für einige, die sich das nicht vorstellen haben, kennen, was wir denn da als Eröffnung gemacht haben. Der Kani und ich haben ein Skript gekriegt vom Flo, wo es der geheißen hat, da vorlesen, egal was ihr vorher vorbereitet habt, das interessiert uns nicht. Genau, lest bitte das vor, Rechtschreibfehler en masse drinnen gewesen, ich weiß auch nicht, wann der Flo von der Schule abgegangen ist. Seid's nicht so, wie es seid, seid's einfach anders. Genau, seid wieder normal, Reißt euch zusammen. kann ja nicht sein. Aber es war überraschend unterhaltsam anscheinend fürs Publikum, zumindest ist viel gelacht worden. Und die Frage der Fragen mit wer kennt alles, wie viel der Movie-Illusion, das hat mich tatsächlich auch echt überrascht, dass das so viele Hände auf einmal aufgegangen sind. Der 3/4 des Saal ist gestanden. Ja, das ist normal die peinlichste Frage, die wir stellen, wenn wir irgendwo vorne stehen, weil meistens maximal 3. Die kommt als nächstes.
Ja, die haben uns dann extra aufgehoben für den Fall, dass uns doch mit mehr Leute kennen. Dann wird halt einmal gefragt, okay, wer mag uns eigentlich von die Leute? Und dann schaut's so aus wie in die anderen Säle, wenn wir fragen, wie viele Leute kennen uns. Dann bleiben gerade noch 3 hinten. Unsympathen, richtige Unsympathen, das ganze Publikum vom Hardline. Aber nicht die 3, die sich gemeldet haben. Nein, die sind cool. Und es waren nicht wir 3 auf der Bühne, es waren tatsächlich Leute aus dem Publikum. Ja, aber Mike, jetzt sag einmal, es war doch gar nicht so schlimm, oder? Der absolute Riesenvorteil war dieser riesige Scheinwerfer, der mich abgelehnt hat. Und da habe ich wirklich nur die ersten 2 Reihen gesehen und die haben wirklich Spaß gehabt und das baut dann wirklich auf. Und was mit den Hintern war, das habe ich alles gar nicht mitgekriegt. Also ich habe für mich waren das nur 20 Leute im Raum. Schlägereien. Hinten gab es auch so eine TikTok-Challenge, dass man Viva la Move Illusion Auftritt zerstören muss. Nein, also mein Welt ist das nicht, da vor Leuten stehe und da schmerzen. Man hat es auch wahrscheinlich gespannt. Aber im nächsten Jahr bin ich auf alle Fälle besser vorbereitet. Ich versprich's. Das passt. Im nächsten Jahr dürfen wir wieder fahren, die Begrüßung abhalten, das wird schön. Jetzt ist er schockiert. Zirpen einfügen. Peinliches Schweigen von Mike. Ich krieg das hin. Ich mache das jetzt bei mir in der Arbeit noch vor ein paar Leuten, ich übe das ein bisschen und dann wird das nächste Jahr die Einführung. Ja, wir haben jetzt halt auch noch mit dem Cineplex doch viele Events, wo wir mal vorne stehen, da kommst du auch mit. Cineplex, 200. Folge. Da müssen wir halt übrigens auch noch in der Folge natürlich ankündigen, was ihr da für ein Ohr dürft, ihr lieben Hörer. Ja, das was. Genau. Aber nochmal zurück zum Kernthema. Es war auf alle Fälle wieder super schön, dass man die ganzen Leute wieder alle getroffen hat, die man immer trifft. Die alten Bekannten, den Veranstaltern Flo natürlich, die Magda, seine rechte Hand. Der Dominik war wieder da, der hat Fotos gemacht und ist ja fürs Art of Horror Magazin da. Dann natürlich die Filmfressen, der Manu und der Peter, der Steffen von der Trash-Taucher. Die man da zum ersten Mal getroffen hat, den auch. Also immer wenn du das so formulierst, aber das ist tatsächlich ganz oft der Fall gewesen mit dem Familiären beim Hardline. Ja, es geht familiär zu, aber für die Leute, die sie denken, ja, ich traue mir da eigentlich gar nicht hin, weil ich kenne die ganzen leider nicht und die sagen immer, ja, da kennen wir die gleichen. Das ist gar nicht der Fall. Also da sind schon immer wieder andere Leute. Ja, aber die Kernkompetenz ist eigentlich immer gleich. Ja. Die Kernkompetenz. Und man muss aber auch sagen, dass die Leute wie der Manu oder was, die wo gesagt haben, die wo erst einen Doktor waren, die wo gesagt haben, wow, wie familiär ist das hier? Also die waren wirklich schon in Faith-Festivals auf jeden Fall. Und die haben wirklich gesagt, ja, ist ganz anders wie woanders. Inzesthausen. Inzesthausen, ja genau. Ja, der Manu und ich, wir telefonieren jetzt halt regelmäßig. Cool. Das ist, liegen wir dann immer im Bett und dann plaudern, oder? Einfach genau, mal plaudern einfach ein bisschen. Ich lieg meistens in Hotpants da und dann so auf dem Bauch und mit die Füße baumel die so in der Luft und kreis, mit dem Finger wickelt die so das Telefonkabel ein. Kann ich mir ganz gut vorstellen bei euch, ja. Das ist immer super. Der Manu kreiselt über an seinem Board umeinander, also das ist ganz süß eigentlich, es ist süß. Also Grüße gehen raus an Manu, ich freue mich auf unser nächstes Telefonat. Gibt's dann da immer wieder so minutenlange Schweigemomente, weißt du, wo man einfach von beiden Seiten aus gar nichts mehr sagen muss, man ist einfach nur glücklich, weil man miteinander telefoniert? Ja, gibt's schon. Die sind aber meistens nicht direkt leise, es ist ein bisschen eine lautere Atmung, merkt man auf alle Fälle von Manu seiner Seite aus. Oh Gott, das war gespannt, wie er denkt das hat. Nein, darfst du wirklich telefonieren, oder was? Das ist jetzt wirklich so, weil wenn das wirklich der Fall war. Das wollte ich nur immer schon. Der Manu ist ein leidenschaftlicher Telefonierer, hat er mal gesagt. Dann habe ich gesagt, dann machen wir das. Genau. Nachdem der Kani mit sämtlichen anderen Filmkritikern telefoniert hat, dann macht er sein Resümee mit dem Manu. Genau. Das ist unser Ding. Ja. Aber der Mike hat in der Eröffnung einen Part gehabt, und zwar, er hat einen Flo auf die Bühne geholt und dann ist ein tobender Applaus losgegangen. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Aber ich bin ultra schlecht vorbereitet, deswegen übergebe ich das Wort an den wunderbaren Florian Scheurer. Den komm bitte auf die Bühne. Und dann hat der Flo erst einmal 20 Minuten lang gesagt, wie man alles eigentlich danken muss. Ja. Genau. Und uns, glaube ich, hat er nicht gedankt, oder? Nein, ich kann mich da auch nicht dran erinnern. Ja. Er hat immer wieder angesetzt und hat auch abgebrochen, weil sie dachte, ach, das stehen ja auf der Bühne. Und dann ist leicht peinlich geworden, weil dann wäre eigentlich soweit schon alles eingetütet gewesen. Ja. Aber dann waren wir zu früh dran. Also der Flo hat irgendwie gedacht, weiß ich nicht, das Viva la Move Illusion macht eine einstündige Folge. Aber wir hatten dann nur 20 Minuten und dann hat der Flo versucht, das zu überbrücken. Dann hat der Flo uns nur mehr auf die Bühne geholt. Da war aber der Kani gerade nicht da. Also stehen der Mike und ich vorne auf der Bühne. Ich habe die ganze Zeit versucht, den Mike und den Flo Informationen von früher zu entlocken. So,
wie war denn so das erste Hardline? Und auf einmal schaue ich wieder ins Publikum, sitzt da der Kani und schaufelt ein und gerade dass du so, gerade dass du nicht nur gewungen hast. Ich habe mich ja dann gewungen, ich habe ein Bier gesoffen, kann ich nichts dafür. Man muss aber dazu sagen, wir waren mal jetzt schnell, wie es eigentlich sonst dabei der Fall ist. Hahaha. Und zwar hätte eigentlich der Ehrengast, der Dane Said, ja noch Laudatio halten sollen als Ehrengast. Und der ist ja aufgrund von dem Jetlag, hat er gesagt, er muss zuerst mal was spachteln gehen, bevor er das Festivalgelände betritt. Und deswegen ist der Part rausgefallen und so waren halt da diesen 20 Minuten eben noch da zum Überbrücken. Tja. Das war fast schon ein bisschen peinlich. Ihr habt auf jeden Fall Viva la Ich Movilusion. hab mich echt geschämt, als ich davon gesehen habe. Viva la Movilusion zweimal auf der Bühne vorhin gesehen, gewöhnt euch schon mal dran. Ja. Und dann ging es endlich los mit dem ersten Film mit The Leech. The Leech. Ja, und in The Leech geht's quasi um einen um den frommen Pater David, und der nimmt kurz vor Weihnachten einen vermeintlich Obdachlosen bei sich auf, der ja ziemlich asozial ist, also in allem, in seinem Verhalten, in dem, was er sagt, in dem, was er isst und trinkt und raucht und schnupft und was weiß ich, bringt dann auch noch seine nicht minder asslige Puppe mit, die zieht dann auch noch gleich mit ein. Ja, und die Situation steigert sich immer mehr. Das ist fast schon wegen so Gottesgemetzelsmäßig, es spielt sich eigentlich zu, weiß ich nicht, 90% in dem Haus vom Pfarrer ab, und die Beziehung zwischen den drei Personen wird immer extremer, bis halt dann alle Dämme brechen. Und es eine Orgie gibt. Es ist natürlich ein richtig geiler Auftakt gewesen, weil es ist ein Weihnachtsfilm und das Hardline war ja an Ostern. Also von dem her, man hat sie da direkt in die richtige Stimmung. Kurz davor, dass Jesus stirbt oder wiedergeboren wird. Ich weiß aber nicht genau, Fast was das Gleiche. ist. Ja. Fast das Gleiche, ja. Wir haben auf alle Fälle Urlaub zu der Zeit, das ist cool. Genau, richtig. Und ja, Kani, der Film, so wie ihn der Mike gerade beschrieben hat, der zeigt ja einige Parallelen zu dir. Hast du die da... Aber nicht als frommer Pfarrer. Aber hallo, ich bin der Frommste von uns drei, gell? Hast du die da abgeholt gefühlt? Ja, ich fand den ganz cool. Er hat mir ja von der Optik her immer ein bisschen so an die, wie heißt der, fuck, jetzt fällt mir der Name noch mal, der Christmas Bloody Christmas gemacht hat, Joe Begos Filme, hat er mir erinnert, ich fand die Optik ziemlich geil. Mir war da nur teilweise ein bisschen zu finster. Irgendwie habe ich da, manchmal war das alles so dunkel, dass ich irgendwie nicht mehr viel gesehen habe. Ja, das stimmt. Aber ansonsten fand ich ist es eine coole Geschichte gewesen, wie der Pfarrer einfach schon langsam durchtrat, weil der Kani bei ihrem Eizung ist. Fand ich cool, war eine coole Eröffnung. Ja. Und ein richtig schöner Weihnachtsfilm. Mir hat er richtig viel Spaß gemacht. Also ich fand ihn vor allem mal lustig. Ja. Ich fand sehr passende Eröffnung. Und dann ging es dann noch weiter mit dem Bloodflower, dem ersten Beitrag vom Dane Said. Cooler Exorzistenfilm, also oder cool so Exorzistenmäßig irgendwie. Und das Ganze mal ging ja voll um Islam in dem Fall ja, haben wir eine schöne andere Blickrichtung auf so eine Thematik. Ultra wild teilweise. Ja, aber es ging vor allem ja auch um Blumen. Genau. Phallische Blumen. Phallische Blumen, vaginale Blumen, alles mögliche was gehabt. Rosettenblumen. Ja, und er hat eigentlich so hübsch die Versatzstücke gehabt, die man so aus die amerikanischen Exorzismus- oder Geisterfilme kennt, nur halt alles ein bisschen mit der islamischen Exotik, sage ich jetzt einfach einmal. Und das fand ich eigentlich schon ziemlich cool, alles sehr, auch wie es von den Effekten her gemacht war ziemlich gory teilweise, hat mich total abgeholt. Also, es spielt sich auch wieder sehr intim in einem Hochhaus ab, also wir haben ja einige Filme, die sich sehr im Intimen abspielen, im Hardline das Jahr. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Also für mich war das ein Dane Said sein bester Film des Festivals. Ja, für mich auch. Ihr habt mich ein bisschen an die Goonies erinnert. Warum? Ja, hallo? Wegen einer gegen Willy oder was? Kinderabenteuer. Oh Gott. Hat doch eigentlich die eindeutigen Parallelen gesagt, oder etwa nicht? Eindeutig, ja. Da kann der Blatt Goonies heißen. Also ich war in dem Q&A dabei danach, gefühlt 1,5 Stunden, das war glaube ich nur in Anführungsstrichen. 1 Stunde 20, glaube ich, ist das Q&A gegangen, oder? Wahnsinn. Es war super interessant, also echt der Dane Said, da haben wir ja ein Interview geführt. Hi everyone, listeners out there. My name is Dane Said. I'm a filmmaker from Malaysia. We've made films like at the moment in Harum. It's called Harum Alam, and then the one before that, which they're also screening. They're screening all of my films here. It's Interchange and then Bunuhan. And so all I can say is Viva la Movilación. Ja, venceremos. Also ein super cooler Typ, sehr viel Humor und war echt interessant, wie
der immer wieder vor Herausforderungen steht in Malaysia, gerade mit dem Zensurthema, weil sagen wir mal, es werden in Malaysia, wenn was zensiert werden soll, Szenen nicht direkt rausgeschnitten, das gibt's da eigentlich gar nicht, sondern es werden die entsprechenden Stellen irgendwie geblurrt. Die Szene ist da, aber man blurrt praktisch die, weiß ich nicht, die Dämonenfresse oder was auch immer entsprechend. Also wie praktisch japanische Pornos, müsst ihr euch das vorstellen. Genau. Haha, Corby weiß, von was ich rede. Ja. Ekelhafter. Genau. Und dann nachdem ich fertig war mit diesem sehr interessanten Q&A, habe ich dann links und rechts geschaut und habe dann festgestellt, hey, wo sind meine Kollegen hier? Ja, und dann gehen in die Kneipe und dann sind meine Kollegen da schon hackedicht. Angetrunken, angeheitert. Ja, beide haben es mir angeschrien. Ja, da ist er ja. Wo bleibst du, du Kruzifix? Da schnell auf 15 Schnaps, dass du aufholst. Aber das war aber wirklich pervers. Also wirklich, du bist da von dem Q&A raus, das weiß ich noch, da war es so 11, Viertel nach 11 oder soll es halb 12 gewesen sein. Und auf einmal, wie das nächste Mal wieder die Augen aufmache, war es, weiß ich nicht, 3, halb 4? Ich weiß nicht mehr. Ich hab gedacht, oh Gott, wo hatten die letzten 3 Stunden hingekommen? Unfassbar. Wahnsinn, ja. Schön. Deswegen sage ich ja, zu kurz alles. Das ist, obwohl es so lang war, war es zu kurz. Also ich fand es super, dass halt mehrere Leute uns dann nochmal auf die Eröffnung angesprochen haben und dann gesagt haben, ja, hat schon passt oder war unangebracht, weil der Mike ist doch gar kein Taubstummer, darüber macht man keine Witze und dann... Ja, genau, Sprach völlig Unbeteiligte zum Thema Taubstumme. Wie immer, Stellvertreter-Syndrom schlägt zu. Und fegt erst da einen Kani an und dann flirtet er ihn an. Also ich hätte tatsächlich zu 50% schon gedacht, geil, ich hab mein Hotelzimmer halt doch für mich verloren. Meine erste Erfahrung, wie es ist, wenn man von einem Mann angemacht wird. Leider war er nicht ganz mein Typ, sonst hätte er ein Hotelzimmer allein gehabt. Oder wir hätten es zu dritt gehabt, weiß ich nicht. Wie zu dritt? Ja, holländisches Ruderboot zu dritt dann. Du meinst mit mir? Nein, mit einem völlig unbeteiligten Tier, die aus dem Zimmer geschmissen. Bei dieser Liaison zwischen 2 Herren kann auf alle Fälle keine Daughter rauskommen und das war der erste Film vom Freitag. Das weißt du nicht, ob da nicht rauskommen kann. Bei einem was? Was ist denn eine Liaison? Du weißt nicht, was eine Liaison ist? Eine Liebesaffäre. Eine Liebesaffäre. Wahnsinn, Corby. Du hast doch studiert. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das Einzige, was der studiert hat, ist doof sein. Wie hat euch die Daughter gefallen, Freunde? Der guten Unterhaltung. Ich fand ihn, traumhaft. Also jetzt im Nachgang finde ich ihn gut. Für den Moment fand ich ihn zu langsam. Also wirklich viel zu langsam. Ich hätte für den Freitag als Auftakt irgendwas braucht, das so einfach voll der Schlag in die Fresse ist. So, okay, jetzt bin ich wach. Okay. Also Flo, nächstes Jahr musst du die Anfangsfilme den Kater des Vortages anpassen. Also immer Schlag in die Fresse als Anfangsfilm. Ich würde sogar behaupten, dass der Film nicht nur langsam war, sondern direkt statisch. Also vor der Kamera. Es gibt selten einen Schwenk, die Kamera steht einfach da und auf die Gesichter und wie du schon sagst, aber ist wirklich sehr, sehr langsam. In dem Film geht es quasi darum, dass der Vater, gespielt von einem grandiosen Caspar Van Dien, der war Weltklasse, ja. Ja. Echt stark. Ein Mädchen kidnappt oder eine junge Frau kidnappt, die er quasi für sein ziemlich krankes Familiensystem braucht, um die Familie quasi komplett zu machen. Er hat quasi schon eine Frau, er hat einen Sohn und mit den Töchtern hat er immer das Problem, die sind immer aufmüpfig. Er hat schon einige gegeben und die muss er immer verrahmen, wenn sie zu aufmüpfig werden und die Chance bekommt jetzt quasi eine junge Frau, die jetzt auch Tochter, also die Tochter. Unfreiwillige Chance. Ja, natürlich, unfreiwillig, klar. Die wird quasi, man sieht das zwar nicht, aber sie wacht auf einmal auf in der Garage vom Vater und kriegt dann einmal erzählt, entweder du reist jetzt zusammen oder du verschwindest wie alle anderen auch. Und sie soll sich gefälligst in das Familiensystem einfügen. Und ob das klappt und wie das klappt, das sieht man dann im Verlauf des Films. Und das war für mich das erste richtig große Highlight. Also ich fand den mega, mega gut. Ja, schließe mich an. Fand ich auch richtig geil. Er nimmt halt leider erst so zum Schluss aus hier richtig Fahrt an. Brauche ich nicht. Das war in dem Fall, das genau passt. Ja, weil es war so zu düster, weil du nicht ich gewusst hast, Mike, was passiert jetzt mit der Frau, wenn sie jetzt Corby, Kruzifix. Ich wollte doch gerade. Wenn sie jetzt zwar nicht einen Fotzen holst, dann wichsen, sag's euch. Ich wollte doch gerade nur meine Meinung dazu sagen. Ja, aber wir wissen doch, dass deine Meinung dann meistens falsch ist. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja. Du merkst doch gerade, dass ein Mike deine Meinung nicht interessiert, Corby. Also halt einfach dein Maul. Gut. Nein, jetzt erzähl, Corby, ich bin jetzt raus. Ich stecke das Mikro ab. Red. Nein, ich mag nicht mehr. Mach. Haus aussehen. Ja, ich wollte doch einfach nur sagen, er nimmt erst deswegen, also leider deswegen erst zum Schluss so richtig Fahrt auf, weil da war ich dann wieder wach.
Okay, das kann ja quasi der Film nichts dafür, sondern nur dein Gemütszustand oder dein Richtig, Schlafzustand. genau, ja. Das ist Sauferei. Maisauferei. Ja, freilich. Am Vortag super wie ein Arschloch und dann jammern, weil der erste Film zu langsam ist für dich. Unfassbar. Unfassbar, so ein Idiot. Wow. Also mir hat er gefallen. Gut. Ja. Ja. Sehr schön. Ist doch super. Wer nach Daughter noch nicht wach war, der hat dann bei Soft and Quiet auf jeden Fall einen Kickstart gekriegt. Da unsere Kollegen, eben der Peter, der Manu und der Steffen, die sind gar nicht mit rein, die haben gesagt, sie haben Soft and Quiet schon im Fantasy Filmfest gesehen und das ist ein richtiger grober Hund und kann so manche gute Laune verderben. Corby, wie schaut's denn aus? Hat er deine Laune verdorben? Ja. Nicht meine Laune zum Hardline hin, aber sagen wir mal, meine Laune gegenüber der Menschheit, das schon. In Soft and Quiet geht's um eine Frauengruppierung, die sehr rassistisch angehaucht ist. Nazi sind's, Nazi. Sie sind vom Wohlstoff vom Moos. Und das beweisen sie innerhalb des Films nach und nach. Also zuerst sagen sie nämlich, sie wollen das Ganze so nicht aggressiv angehen, sondern sie wollen praktisch das ja ruhig angehen und schauen, dass man die Menschen um sich herum langsam dazu bewegt, dass die halt dann erkennen, was das eigentlich für Umstände sind, dass man da ständig irgendwelche Ausländer ins Land reinlässt. Und das eskaliert dann relativ schnell. Die klauen unsere Jobs. Und wie und in welcher Art und Weise und auch von der Machart her, was ich sehr geil finde, weil es war so ein One-Shot-Film. Wow, habe ich so noch nie gesehen und ist mein persönliches Highlight aus dem ganzen Festival. Verständlich. Kann ich die meinen, hast du gar nicht gesehen, gell? Nein, ich habe leider die 2 Filme in der Mitte versammelt. Okay. Ich schließe mich auf alle Fälle an. War zwar nicht mein komplettes Highlight vom Hardline. Und ja, also meine Meinung, meine Laune hat er mir jetzt auch nicht verdorben, aber es war halt einmal so ein richtiger Gänsehautfilm. Wir haben uns auch mal im Kino oder während des Films angeschaut, bei einer bestimmten Szene, wer die Szene sagt, weiß sofort, was wir meinen. Da wirklich den Film, den gespürst. Der fängt bei der Hüften an und der zieht da übers Knack auf mit der Gänsehaut. Ja, war extrem intensiv, ein getrickster One-Shot. Er tut so, wie wenn er ein One-Shot war, ist er aber nicht. Und ist aber extrem intensiv. Richtig Mindfuck mag ich nicht sagen, aber es ist schon einer von den kontroversesten Filmen, glaube ich, vom ganzen Festival. Also Kani, wenn du die Chance hast, den Film irgendwo sonst mal zu sehen, hau da den auf jeden Fall rein. Unbedingt. Und er ist sehr Blumhouse-untypisch. Also am Anfang kommt ja das Blumhouse-Logo und so einen krass politischen Film bei Blumhouse wundert mich ein kleines bisschen. Wir haben zwar schon mit The Hunt gehabt, der ja durchaus sehr comichaft war, wenn er auch sehr politisch war, aber Soft and Quiet macht keine Gefangenen. Ja, passt. Schau ich mal an, wenn ich dazu komme. Unbedingt. Schau ich mal an. War Ding nicht auch von Blumhouse, wie heißt der? Penibellum, Penibellum, keine Ahnung. Ich weiß, was du meinst. War der von Blumhouse? Ja, ich mein schon. Wie hat er geheißen? Antebellum? Antebellum, ja. Antebellum, so hat er geheißen, genau. Ballibellum, war der auch von Blumhouse, weil der war hat auch ziemlich, das Thema Rassismus ziemlich stark behandelt, sag ich mal. Kannte jetzt gar nicht auswendig sagen. Ich weiß es auch nicht mehr. Geh weiter mit dem nächsten Film, geh weiter, geh zu. Ja, Interchange war der nächste Film, der zweite Beitrag von Dane Said. Das war ein wenig so eine Crime-Geschichte. Diesmal vergleiche ich nicht mehr mit 7, bevor mir der Corby Haut abzieht. Dann sagen wir, das ist ein wenig so in die Richtung Tatort gegangen mit mystische Elemente. Sag's gescheit, das heißt Tatort. Und ich fand ihn von der Optik her sehr geil, von den Kameraeinstellungen und von der, wenn er düster war, war er richtig düster und wenn er so richtig durchgestylt war, im Punkto, wenn man da zwischen den Hochhäusern da immer so rumsägt und so und alles so klinisch ist, das hat schon alles seinen Charme gehabt. Nur leider hat mich der Film von alle Filme des Festivals am wenigsten packen können, auch von der Story her, war okay. Aber wie gesagt, der Vorgänger, also den Film, den wir davor gesehen haben, den Bloodflower, der hat mir jetzt halt um einiges besser gefallen, der hat mich besser gepackt. Da ist mir im Nachgang nur eingefallen, dass ich eigentlich da an Dane noch was fragen wollte. Und zwar, ist dir aufgefallen, dass in Interchange die Leute immer wieder zwischen die Sprachen hin und her gewechselt haben? Da hab ich dann mit Manu geredet und der hat eben gemeint gehabt, das kann da öfters einmal passieren. Also auch in anderen Filmen und Dingen, das ist öfters einmal so, dass die zwischen die Sprachen so hin und her switchen. Das muss da irgendwie gang und gäbe sein. Aha.
Okay, weil es war ja jetzt nicht anhand von der Synchronisation, sondern genau. Das war ja wirklich so, dass dann immer wieder ins Englische dann mit rein sind, dann wieder Malaysisch, dann, ich weiß nicht genau, ob das Indisch teilweise auch war auf jeden Fall recht wild. Das stimmt. Interchange. Da geht es quasi darum, dass eine Mordserie, die eine Stadt in Furcht und Schrecken versetzt, in der die Toten aufgefunden werden, so ganz künstlerisch aufgebaut. Schon fast wie bei der Serie Hannibal, wenn die es jemand gesehen hat. Da, die Leichen werden gefunden ohne Blut komplett, die haben riesige Löcher im Hals drin und die Adern, also die Arme sind aufgeschlitzt, die Adern hängen raus, das fast ausschaut wie so Korallen und es wird aber kein Blut gefunden. Und wer das dann ist, wer die Leute umbringt, das möchte die Polizei rausfinden und so ein Tatortfotograf, die nehmen sich dem Ganzen an, kommen da etwas Mystischem auf die Spur, das schon hunderte Jahre alt ist. Es ist ja wieder viel thematisiert, dass es im Dschungel teilweise spielt. Es kommt da wieder eine Vogelart vor, die man, glaube ich, auf Bloodflower auch sieht. Aber also zumindest in Boluhan ist diese Vogelart auch mit drin. Das ist so ein riesiger, weiß ich nicht, ich da jetzt mal vorsichtig behaupten, Kakadu. Einfach nur, dass ihr was zum Lachen habt. Bildgewaltig ist der Film auf jeden Fall. Rein von der Story her und von der Länge hätte man was anderes im Hardline dann gefallen. Also sagen wir mal, das war schon so ein Film. Immer, wenn ich halt dann danach mit ein paar Leuten geredet habe und wie hat's euch gefallen, dann kam schon zurück, ja, ich hätte das schon gerne mal einen Slasher. War schon wenig Blut, gell? Das stimmt, Blut war gar nicht gesehen, in die Leichen war mehr Blut. Na. Ja, wo soll es denn dann herkommen, wenn ich mit die wohnt haben? So, Kani, wie schaut's aus? Freitag, 20 Uhr, Flowing. War er wieder am Start, der Bub? Da war er wieder da. War ich wieder da. Piove Strunz. Ja, Flowing, ganz großes Kino gewesen, finde ich. Das war auch einer von meinen Highlights. Der Regisseur, der Paolo Stripoli, hat da, an was hat das erinnert? Ist also ein Vergleich mit der Sadness Song geworden. Aber man darf dann keinen Zombie-Hammy erwarten, sondern im Herzen geht's auch wieder um das Thema von der Familie, die zerbricht und in meine Augen ein ziemlich voll depressives Thema mit drinnen, wie sie sich eben dem Ganzen dann auch als Familie stellen und das eben halt auch mit übernatürliche Elemente. Schaut sehr geil aus, vor allem die Effekte mit den Augen, jeder, der ihn gesehen hat, der weiß, was man da noch meint. Vor allem, weil die halt auch handgemacht waren, das hat unglaublich gut ausgeschaut. Also mir hat der Film richtig, richtig gut gefallen. Mir auch. Das Einzige, da kann aber der Film eigentlich nichts dafür, ist, ich habe die ganze Zeit... Gibt jetzt wieder der Rausch, oder was? Nein, ich hab ein bisschen an Hausen denken müssen. Ah, okay. Ja, das macht's ja noch besser. Nein. Du hältst jetzt mal deinen Schnauzer. Wobei, man darf Hausen ja auch nicht absprechen, dass die Serie sehr, sehr, sehr geil ausschaut. Und das ist in Flowing eigentlich in jeder Aufnahme auch der Fall. Also der Film schaut unglaublich gut aus. Und ich kenne jetzt so die neuesten italienischen Werke nicht. Also das heißt, ich habe jetzt da nicht wirklich großartig was zum Vergleichen. Aber das ist auf jeden Fall ein Machwerk, das sie vor nichts zu verstecken braucht. Also es ist ja die letzten Jahre aus Italien eigentlich fast gar nichts gekommen. Die Filmindustrie ist eigentlich da hübsch kaputt. Okay. Auch was für Genrefilme angeht. Und deswegen war ich von Haus aus schon mal hyped, wie ich gesehen habe, dass Flowing aus Italien ist. Hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Zur Story gerade so viel. Es gibt ein Gas aus der Kanalisation, das steigt quasi hoch in die Häuser und kommt aus dem Gully raus. Und das, wenn die Leute einatmen, dann kriegen sie nach und nach, also nicht sofort, das steigert sich quasi mit der Zeit, dass Halluzinationen kriegen und sie mit ihren größten Ängste oder mit ihrem größten Verlangen auseinandersetzen müssen. In dem Fall der zerrütteten Familie quasi den Verlust der Mutter. Und die Mutter kommt denen alle vier und macht dem jeden ein schlechtes Gewissen. Und dann gingen sie aufeinander los. Also das ist dann schon sehr intensiv, muss ich sagen. Und diese Szene mit den Augen ist wirklich Wahnsinn. Vor allem mit einer Szene, wo man dann immer Gegenschnitt sieht zwischen zur Mutter, die ja so geisterschemenhaft daherkommt, und dann diese blutenden Augen. Also ich habe sofort an ein Zombie im Glockenseil denken müssen. Da ist es ja ähnlich bei der Szene im Auto. Und bei der Frage, ob der Regisseur das gemeint hat oder ob das ein wenig Hommage ist an Fulci. A question from Mike was
the eyes and stuff, was it inspired by Fulci? By Fulci? Yeah. Fulci have you been was inspired? absolutely an inspiration, but if I have to be totally sincere, I was totally struck by Billie Eilish music video. So yes, I know it's a disappointing answer, but I love that music video. Hi, I'm Paolo Strippoli, director of Piove, Flowing, and I just want to say hi and thank you to the listeners of Viva la Movilusion. Passt. Dann, nach dem sehr gelungenen Flowing, bin ich ins Bett. Ja, und Kani, wo warst du? Nach Flowing, ich glaube in der Kinokneipe. Ja, und wo war ich? Im Kino. Du warst wahrscheinlich am Scheiß, also du hast geschlafen, weil es dann ausgekommen ist. Du hast dann Viva la Vulva an die Klowand geschrieben. Ja, genau. Und Ich hast war geschleckt. im Kino und hab mir den Kurzfilmblog angeschaut, Short and Hard One. Er regt mich auf, weil mir nervt es so viel, weil ich hätte nämlich wirklich diesen einen Phantasmagoria, den hätte ich so gern gesehen nach den ganzen Erzählungen. Das nervt mich richtig, dass ich immer lieber halb reingesoffen habe. Ja, Phantasmagoria war nämlich sehr, sehr geil. Ein deutscher Beitrag, der auch in der Competition dann für den, wie heißt der, Milieu International Der Milieu Award. Milieu, oder? Sag einfach nur Milieu Award, das klingt. Ja, Genau. sag ich ja, Milieu. Milieu. Ja, Nominé. für den Award zur Verfügung gestanden ist. Und ja, ich bin zufällig auch neben dem Regisseur gesessen die ganze Zeit und habe mit ihm praktisch die anderen Kurzfilme auch genossen. Hast du gelangt? Nein, aber ich war Gott sei Dank sehr professionell und habe nicht geschlafen während Phantasmagoria. Das hätte ja passieren können, keine Ahnung. Ich habe ja nicht genau gewusst, ob der so gut ist oder nicht, aber wirklich Weltklasse. Ihr habt den von den Ausschnitten her mit mindestens 2 Szenen im Trailer gesehen. Und zwar einmal mit der Schattenwand, wo der Teufel zu sehen ist. Und dann noch diese Strohpuppe, die dann das Brennen anfängt. Aha. Ansonsten echt wieder ziemlich geile Beiträge. Threshold hat mir sehr viel Spaß gemacht. Spanischer Kurzfilm, wo es darum geht, dass Obdachlose, die man aber eigentlich direkt als Menschen in dem Film nicht identifiziert, sondern nur immer unter ganz vielen Decken sieht, praktisch ein Problem werden, weil die überall rumliegen und auf einmal liegt bei einer jungen Familie so ein Obdachloser im Treppenhaus und kriecht langsam in Richtung Wohnung. Und das war ein Horrorfilm, der sehr amüsant war. Also das ganze Kino hat dann immer wieder mal gelacht. Und das liebe ich an diesen spanischen Beiträgen. Die nehmen sie ja teilweise einfach nicht zu ernst. Hat man einfach deswegen an diesem Kurzfilmblock des Öfteren mit drin gehabt. Spanische, portugiesische, brasilianische Beiträge, wo man merkt, okay, das ist nicht nur reines Horror, es ist ein Horror gespickt mit lustigen Elementen. Okay. Genau, ansonsten ziemlich gruselige Sachen mit dabei, wie zum Beispiel Stop Dead, wo es um ein unsichtbares Wesen oder um so ein Gespenst geht, das einen dann angreift, wenn man stehen bleibt. Das allerdings die Protagonisten in dem Film sehr schmerzhaft herausfinden. Ich glaube, ich muss jetzt nicht auf alle eingehen, aber ich war auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Fand es ein bisschen schade, dass ihr schon weg wart, aber immerhin habe ich ja dann mit dem Alejandro Mate, dem Regisseur von Phantasmagoria, schöne 1,5 Stunden gehabt. Na, immerhin, Sehr schau, bist wenigstens du als Sieger ausgegangen. Ich hab dafür mit dem Dominik Schöne mehrere halbe gehabt. Er war auch schuld an dem Tag, dass ich überhaupt was getrunken habe, mehr oder weniger. Der Aber ich Dominik wollte ist schuld, ja. Ja, ich wollte am Freitag gar nichts trinken und nach die Kurzfilme heimgehen und dann haben wir gedacht, einen Gin Tonic zum Genuss. Und dann ist der Dominik da gewesen und hat geheißen, ob wir Bier trinken, dann gibt's eine Runde aus und dann musst halt du auch eine ausgeben und dann hast du dann Gin Tonic und 2 Bier und schon bist du im Modus. Im Modus. Du hast es einfach nicht leicht. Dann schaust dann ist 5 in der Früh und dann denkst du, ja, fick die Hände, morgen um 10 Uhr müssen wir bei den Interviews stehen. Ein Leben wie ein Hund. Ach, grausam, wie ein geprügelter Hund. Ja. Es war ja nicht so, als hätte ich nicht so ab 12, halb 1 immer wieder gesagt, wir müssen jetzt dann los. Nur noch eine halbe. Und Ja, dann, geh weiter, Mann. ja, Kim, jetzt verabschiedet man so da hinten. Da sitzt ja die vom Schiffers und da sitzt der Peter, der Manu und der Steff. Ja,
Ja, Dann trinken wir halt mit denen noch eine, komm ich nur noch eine. Das ist aber das mit einfach zu kurz. Es ist zu kurz. Ja, man sieht die Leute immer gerade einmal in dem Fessel und dann muss man halt einmal ein bisschen auf Schlaf verzichten. Das hilft halt nicht. Es hilft einfach nicht. Das ist ja kein Kindergeburtstag, sind wir nicht zum Spaß da. Richtig. Und am Samstag haben wir dann das Vergnügen gehabt, dass wir die anwesenden Gäste interviewen. An dieser Stelle nochmal ein fettes Merci an die Magda, die das Ganze organisiert und getimed und getaktet hat uns einen wunderbaren Platz im Kino freigeräumt, wo wir wirklich unsere Ruhe gehabt haben. Deswegen werden unsere Aufnahmen von den Interviews dieses Jahr auf alle Fälle viel besser sein wie die letztes Jahr neben der Datingbörse. Die ja eh keiner gehört hat. Und ja, also merci nochmal, Magda. War super, hast du gut getan. Und auch an Karin, die ja da unterstützend vor Ort auch war und mitgeschaut hat. Als Mastermind. Immer eine Freude, wenn Karin da ist. Wir haben ja schon mal gesagt, die Karins in der Filmbranche sind unsere kleinen Engel. Karin hat sich zwar beschwert, weil sie sich gebodyshamed gefühlt hat, aber es war ja nett gemeint. Natürlich. Es war wie so ein Kompliment, wenn du jemanden triffst und sagst, hey, du bist gar nicht mehr so fett. Wie oft kommt denn das vor? Relativ selten, weil alle, die ich kenne, immer nur fetter werden. Ja. Ja. Ja, wir haben auf jeden Fall super interessante Interviews geführt. Ja. Und ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir werden mal ein bisschen was da in diese Folge reinschneiden. Und dann mal schauen, vielleicht werden wir dann das eine oder andere dann doch veröffentlichen, obwohl der Kani gleich von Anfang an zu ihm gesagt hat, so in der Form, wie wir das jetzt aufnehmen, wird es nicht veröffentlicht. Ja, Kim, das musst du ja schauen mal, wenn wir das so aussieht dann. Auf jeden Fall haben wir es dann genau pünktlich um 13 Uhr geschafft, dass wir uns den ersten Film reinballern. In Gesellschaft von Corby, seiner reizenden Frau, der Jessie, haben wir Pelikan Blut angeschaut. Genau. Die sehr traurig war, dass ich dann nochmal gehen hab müssen. Jesse, es tut mir leid, aber wir holen unseren Kinobesuch sicher noch irgendwann nach. Zu mir hat es gesagt, Gott sei Dank ist der weiter. Halt doch dein Fotzen, die hat geschrieben und hat gesagt, miss you, babe. Überhaupt nicht. Zu mir hat sie gesagt, ja, Gott sei Dank. Sie hat mich gefragt, wer ist denn eigentlich der aufgeschwemmte Platte, das ist der Mike, der bei euch dabei ist. Ich weiß nicht, was ihr für Probleme habt. Ich habe auf jeden Fall mich auf den Film konzentriert und habe dann Pelikanblut genossen. Und der war ja drin, weil wir dieses Jahr recht wenig deutsche Beiträge hatten, die sich fürs Hardline gelohnt hätten. Deswegen hat der Flo Pelikanblut an der Stelle nochmal den Raum geboten, wo es hinkehrt, und zwar den Genre-Part. Ein geiler Film. Ihr kennt es eigentlich momentan auch schon bei Netflix, deswegen werden wir jetzt da auch nicht allzu viel darüber palavern. Schaut es nachher einfach an. Jeder kann das. Jeder kann das. Und man kann sich ja schon was dazu anhören, weil der Mike hat ja den schon mal in die Vorlex behandelt. Richtig. Wir sagen euch nicht in welche. Hört euch einfach durch. Hört euch alle an. Aber wenn sie von vorne anfangen, haben sie es eh schon. Ja. Aber ich muss dazu sagen, Pelikanblut, nur so viel, ich war im Kino wieder begeistert, also noch mehr, wie ich ihn daheim gesehen habe, als auf der Leinwand, sind der noch mehr besser, und ich war dann so fasziniert, und wie ich dann heimgekommen bin am Sonntagabend, am Ostersonntag, habe ich ihn dann noch mehr mit meiner Frau angeschaut. Ich habe dann 2 Tage hintereinander angeschaut und ich war jetzt mal begeistert. Sehr schön. Crazy. Ja. Das ist ja voll spannend, kannst du es nochmal erzählen? Hör das halt einfach nochmal an. Okay, muss ich Probe hören, damit der Corby seine verhurte Schneiderei korrigiert kriegt. Ja, eben. Und jetzt kannst du so lange zurückspulen, wie du magst. Ja, deine Parts überspringe ich meistens. Halt doch dein Maul. Halt du dein Maul. Ich hasse dir. Nein, das nicht. Danach habe ich extrem viel Spaß gehabt mit Hunter Kill Her. Also auch wieder so ein kleines Highlight, weil, sagen wir mal, das ist halt ein Film, ja, da kann keiner, glaube ich, den abreden, dass der im Hardline laufen darf. Eine junge Mutter übernimmt die Nachtschicht in einem, Mike, was ist das? Das ist keine Schreinerei, oder? Das ist eine Lagerhalle. Ja, große, also Firma. Es ist nicht bloß eine Schreinerei, das ist jetzt eine große Schreinerei, also richtige Riesenhalle. Industrieschreinerei, danke. Ja, bitte, Mike. In der Industrieschreinerei, genau. Und ist da natürlich ganz allein abends, nachts da drin und soll putzen. Ja, und auf einmal wird sie angegriffen und wird verfolgt von 3 oder 4 Leuten und muss sich da durch die Nacht retten. Und wie sie das macht und wie bescheuert diese Eindringlinge sind, die alle Masken aufhaben und dann nur noch ungefähr so reden und dann immer sagen, hier, verfolg sie, töte sie, holt sie.
Wo ist sie? Ich habe gelesen, dass die zwei Herren ja vorher schon mit dem Film gemacht haben, den Five Across the Eyes. Ist ein Found-Footage-Film, den habe ich im Weekend of 4 schon mal gesehen. Und der war schrecklich beschissen. Und deswegen war ich jetzt sehr gespannt, ob Hunter Kill hier punkten kann. Und ich kann mich jetzt zum Kirby anschließen. Der war sehr unterhaltsam, sehr cool. Es ist viel gelacht worden bei den abstrusen Tötungsszenen oder Zufälle, die der Film parat hält, dass quasi ein paar Figuren abtreten. Ich hätte mir nur ein bisschen mehr gewünscht, dass man das Setting ein bisschen besser nutzt. Weil es werden wirklich Maschinen hergenommen und Kreissack und Bandsack und in der Kreissack, da liegen 1000 gefährliche Sachen umeinander und nichts wird hergenommen. Stemmeisen und Hammer und alles mögliche, aber es ist ein bisschen eine verschenkte Geschichte, ist natürlich auch eine Budgetsache, aber man hätte aus dem Film so fast schon so wie ein Intruder, wenn den jemand kennt, vom Scott Spiegel, wo der Sam Raimi und der Bruce Campbell dabei sind. So in der Art war noch cool gewesen, wenn man sich noch ein bisschen aus dem Fenster gelernt hätte, aber so war der wirklich sehr unterhaltsam. Ja, der reiht mir ein bisschen, dass ich den nicht verpasst habe. Mike, es ist einer zu Tode gepömpelt worden. Gepömpelt? Ja, das stimmt. Also mit so einem Scheiß auspömpeln? Ja, genau. Geil. Ja, oder das Blut aus einem rauspumpt, wenn es drauf liegt und dort im Rhythmus des Herzens pumpt es ihm das Blut aus dem Körper. Wie gesagt, er hat super Sachen drin, aber wenn ich dann sehe, sie schaltet jetzt die Sicherungen ein und schaltet alle Kreissägen ein und Bahnsägen und alles läuft, dann muss doch mal einer zufälligerweise mit dem Gesicht reinfallen oder irgendwie so. Ich hab schon Frontiers denken müssen. Keiner schmunzeln, aber ja, wie gesagt, war wahrscheinlich auch eine Budgetgeschichte. Ja. Aber ich bin dabei, totgepömpelt, das möchte ich sehen. Ich brauch Screenerlinks, her damit. Gäb Screenerlink. Gäb. Yep. Ich weiß gar nicht mehr, warst du dann ab Smacher schon wieder da? Ja, Gott sei Dank war ich ab Smacher wieder da, weil das war ja auch ein Highlight sondergleichen. Österreich hat ordentlich abgeliefert. Hallo, mein Name ist Ahmed Abdel-Salam, ich bin Drehbuchautor und Regisseur des Films Smother und es ist ein psychologischer Horrorfilm aus Österreich und ich möchte alle Hörerinnen und Hörer von Viva la Movilusion recht herzlich grüßen. Das ist ein unglaublich geiles Werk. In Smother geht es darum, dass von der Hauptdarstellerin der Vater stirbt und sie dann zu der Beerdigung hinfährt mit ihrer Tochter und ihrem Mann und sie ist ehemalige sie ist eigentlich noch Alkoholikerin, weil zu dem Zeitpunkt ist sie 5 Wochen lang trocken und möchte dann auch die Beziehung zu ihrer Tochter da wieder aufbauen und festigen, weil durch ihre Alkoholsucht ist die auch sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Dann bleiben sie miteinander in ihrem Kindheitshaus, Elternhaus, wie auch immer. Es ist halt dann doch nicht so leicht, so nüchtern zu bleiben, wenn alles ja vor mir irgendwie ein bisschen komisch wird. Sehr, sehr intensiv, sehr schick gefilmt, sehr ruhig, geil österreichischer Akzent dabei, da bin ich sowieso schon abgeholt, da kann der einen totalen Scheiß machen, aber sobald es Österreichisch schmerzen. Da war es dann wirklich manchmal ein bisschen unfreiwillig komisch, gell, wenn dann das Dirndl sagt, geh scheißen oder so. Geh scheißen, genau. Super gut. Warum muss man über auf den Kopf scheißen? Das war super. Das hat er die Filmfressen, also vor allem diese nicht bayerisch ansässigen Kollegen hat das recht gefallen, dass dieses Geschäßen, das haben sie halt nicht kennt. Das war dann also ungefähr der Running Gag übers Festival, dass die Preisenschell, wie wir es mir nennen, die ganze Zeit geschrieben haben, geh scheißen. Nein, das heißt nicht scheißen, das heißt mit geh scheißen. Chiara, die ja da war aus den Fright Nights, die hat es dann immer gut erklären können, da sie ja aus Österreich kommt. Ja, aber wie gesagt, dieser Film, der hat mich unglaublich mitgenommen. Ich fand den auch sehr krass, vor allem eben, wenn man sagt, wie so Alkoholsucht eine Familie kaputt macht und wenn du denkst, warum tust du das jetzt gerade wieder, du hast eine kleine Tochter da, hör auf mit dem Scheiß. Ja. Ähnliche Erfahrung habe ich auch am Hardline gemacht. Also jetzt nicht so, dass ich Alkoholiker bin und mein Kind daheim dann misshandelt habe, aber eben am Samstag auf Nacht sind wir ja dann wieder allen Erwartens in der Kinokneipe versumpft. Und auf einmal kommt dann alle zu uns hindrehen und so, was heißt das überhaupt? Und dann haben wir gesagt, ja, gehen wir nicht rauchen. Und dann habe ich gesagt, fuck, hey, morgen schon wieder so früh aufstehen. Dann heißt sie voll wie ein Scheißhaus. Davor hat es auch noch geschneit bei ihr. Und dann heißt so, ja, sie hat auch schon Angst vor morgen, weil da ist nämlich sie muss dann morgen wieder auf eine Tochter aufpassen. Denke so, wow, Mutter des Jahres. Cool. Anscheinend die Hauptdarstellerin aus Smother unterwegs gewesen, gerade ein bisschen krasser. Auf jeden Fall läuft der eben Smother, der im Original, wie heißt der im Original? Heimsuchung, oder? Heimsuchung, danke sehr. Läuft momentan in Österreich in ausgewählten Kinos. Also wenn's das Herz, schaut sich das Ding an. Irgendwo zwischen leichte Babadook-Vibes und The Lodge ist Smother. Hat mir sehr gut gefallen und muss unbedingt gesehen werden. Kommt auch bei uns angeblich bald auf Blu-ray DVD raus von Tiberius mit dem Titel Smother und holt sich das Ding sehr, sehr geiles deutschsprachiges Genre-Kino.
Ja. Auf Instagram könnt ihr auf dem Heimsuchungskanal waren ja auch die ganzen Kinodaten und Spielorte in Österreich raussuchen. Also wenn das irgendwo bei euch in der Natte ist und ihr zufällig das Herz, dann tu es. Definitiv. Richtig. Wir haben ja einige österreichische Hörer, also von dem her geht's ins Kino. Ja, ich hoffe es einmal. Chiara hat ja gesagt, sie legt bei ihr dann auch unsere Flyer aus. Ich hoffe, du hast das da, Chiara. Jetzt reißt sie es gerade, glaubst du? Ja, wahrscheinlich. wird sie sich gerade Filter für Zigaretten draus tragen. Tolle Wurst, danke, Chiara. Jetzt bin ich gespannt, was wir über Outwaters zum Song haben. Ja, nix. Es ist ja so, dass sie viele Leute, auch wie ich, auf diesen Samstagabend-Slot sehr gefreut Vollgas, haben. Und der Flo hat es entsprechend angekündigt. Also entweder man liebt den Film oder man hasst den Film. Anhand von Mike und vom Kani Reaktionen hört man ja schon, der Mike und der Kani sind begeistert von dem Film, The Outwaters. Ich habe höchstwahrscheinlich einfach nicht ganz verstanden, deswegen bin ich nicht ganz so begeistert. Aber der Kani ist danach zu mir hergegangen und hat dann gesagt, ja, Found-Footage-Film des Jahres. Ich habe dann gesagt, wo ist der Flo, weil jetzt ein Blitzer, meine ich, jetzt reicht's mir. Ich habe mit Dominik auch gewählt, wenn er 5 Leute findet, die dem Film volle Punktzahl geben, dann kriegt er halbe Bier von mir. Ja. Er hat, glaube ich, 3 gefunden. Der Flo hat später verzeiht, er hat 7 gefunden. Genau. Er war der 8. gewesen, aber er hat nicht mit abstimmen dürfen. Ja, Found Footage. Ich bin ja sowieso mit Found Footage ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber das war wirklich so ziemlich das Schlimmste, was ich an Found Footage bis jetzt erlebt habe. Und es ist wirklich so wie der Flo. Der hat schon so dreckig gelacht, als er den Film angekündigt hat, weil er genau gewusst hat, wie dieser Film das Publikum spalten wird. Und es ist tatsächlich so, dass du den nur voll geil finden kannst oder voll hasst. Und ich habe gesagt, der Film ist einfach nur ein riesiger Mittelfinger an seine Zuschauer vom Regisseur. Also, fickt euch. Das Schöne ist ja, dass ihr zwei diesen Film entsprechend angekündigt habt bei uns im Podcast und dann da auch gesagt habt, ihr freut euch da schon voll drauf. Ja, voll. Und es geht ja um eine Gruppe Jugendliche, die ein Musikvideo drehen wollen und denen passiert was ganz was Schlimmes. Und ich hab die ganze Zeit an das denken müssen, wo ich mal den Film angeschaut hab und hab mir dann gedacht, aber der Kani und der Mike, die haben sie das doch euch schon vorher ein bisschen angeschaut. Die wissen doch eigentlich, in welche Richtung das geht. Nein, das weißt du eben nicht. Und genau das, was wir da gesehen haben, auch im Trailer, passiert ja auch im Film. Nur ohne Kontext. Also du kriegst ja nichts mit, wenn dir der Regisseur irgendwas mitgeben hat. Ein bisschen was spielt sie jetzt da ab? Nicht nur so Versatzstücke, sondern einmal erzählen, okay, da in der Wüste ist das und das. Aber das passiert das den ganzen Film über nicht. Dann ist der Lichtkegel des Films, ist, wenn du auf der Leinwand siehst, ungefähr so groß wie der 5-Mark-Stückel. Und da sollst du dann zusammenreimen, was du gerade siehst. Dann kannst du auch, dass für die jüngeren Zuhörer unter uns, 5-Mark-Stückel ist so groß wie 2-Euro-Stückel. Genau so ungefähr. Und und du siehst dann einmal, angeblich, oder es schaut aus wie ein Monster, dann siehst du wieder mal Leute, die vorher Blut sind, die wo irgendwas stammeln, dann siehst du so eine Art Dimensionsreisen, so schaut das aus durch einen Tunnel durch, dann geht das wieder von vorne los, dann wacht er wieder in der Wüste auf. Aber das ohne Kontext, das ist wie so ein Arthouse, artifizieller Kunstfilm, wo der Regisseur einfach nur ein bisschen so Kameraspielereien und Effektspielereien machen möchte, mit Licht sehr wenig spielen, aber das Ganze dann fast 2 Stunden, wow, brechreizerregende letztes Drittel des Films. Also da geht's wirklich so hektisch und unkoordiniert zur Sache, dass sogar mir Found-Footage-Liebhaber zu viel geworden ist. Ja, das haben wir auch gedacht. Da gibt halt wirklich nichts mit. Und der Schluss, man hat einfach nichts gesehen, weil der Kegel so klar ist. Man kann sich wirklich, wenn man da Bock drauf hat, dann kann man sich hinsetzen und kann sagen, okay, ich denke mir jetzt einfach selber was um das Gesehene rundum aus und mache für mich die Geschichte, so wie es für mich passt, wenn man möchte. Man hat nur so den Hinweis, dass es ja irgend so eine Restricted Area ist, was vielleicht Atomtests oder sonst irgendwas gemacht haben. Man kann sich schon ein bisschen was zusammenreimen, wenn man mag, aber mir war es halt in dem Fall wirklich zu wenig, was ich irgendwie mitgekriegt habe und auch, was ich gesehen habe. Das ist mein Hauptproblem gewesen, dass ich einfach nichts gesehen habe. Dafür war der Schluss cool. Die letzte Einstellung. Ja. Ich habe gesagt, der Flo hat den Film vorab angeschaut, ist eingeschlafen, hat nur die Schlussszene gesehen und hat sich gedacht, der ist voll geil, den muss ich ins Handland einbringen. Und der Schluss ist ja wirklich geil. Die letzten 5 Minuten, da haut er nochmal so richtig an raus. Das war richtig gut. Deswegen ist er so schade. Er hätte wirklich alles. Nur macht diesen scheiß Lichtkegel größer. Titten, Trompeten und tote Tiere. Und gib mir ein bisschen was mehr. Und zoom raus. Und genau, mach diesen Lichtkegel größer, dann bist du geil. Aber ja, es war ein bisschen wenig von allem.
Aber irgendwie lustig, ich hab's halt einfach so geil gefunden, als der Flo das angekündigt hat, weil er genau gewusst hat, wie sich das Publikum dann auch fühlen wird, wie der Großteil sich aufregen wird und wie er das genossen hat, dass genauso eintreten ist. Sadist. Zu mir hat er gerade gesagt, ich hab Sadist. dann gesehen, wo ich gesucht habe, dass ich ihn wichsen kann, dann habe ich ihn gesehen, wie er da gestanden ist und dann sagt er gerade, sag einfach nichts und geh weiter. Sagt, ich sag nichts mehr, ich hau dich jetzt einfach um. Ja, verrückte Erfahrung, Outwaters auf alle Fälle. Wahnsinn, ja. Ich bin dann sofort heimgefahren nach Outwaters, ich sag's wie es ist. Ich bin sofort heimfahren müssen. Ich habe wieder 10 halbe gesoffen. Nein, das stimmt gar nicht. Dieses Mal bist du ja tatsächlich mit mir da mit und wir haben uns den zweiten Kurzfilmblock dann gemeinsam angeschaut. Aber das lag wahrscheinlich vor allem an Lost in the Sky, den du unbedingt sehen wolltest. Da haben wir ja vorab schon einen Regisseur und einen Produzenten interviewen dürfen. Und ich war so angefixt nach der Beschreibung, dass er einen Film machen wollte, der ausschaut wie ein animierter Pixar-Film, jedoch komplett ohne CGI-Effekte, sondern komplett handgemacht. Und ich habe mir das ums Verrecken nicht vorstellen können. Und wenn man sich den Film anschaut, ohne dieses Wissen, dass der ohne CGI gemacht worden ist, dann sagst du halt einfach nur, es ist ein animierter Film. Das schaut unglaublich gut aus. Das ist so ein schöner Film. So, da hätte ich gerne einen Langfilm draus. Und Lost in the Sky, da bin ich wirklich froh. Geht es so in die Wall-E-Richtung? Ja, leichte voll. Wall-E-Vibes hast du dabei. Okay, das ist der Trailer und Ding, das macht schon ein wenig so die Vibes kommen da schon rüber. Voll, absolut, ja, das ist... Sie haben mal gesagt, es war eigentlich nicht Absicht, dass der Roboter ausschaut wie Wall-E, aber als dann haben sie sogar gesagt, so ein Roboter-Kit irgendwie im Baumarkt gekauft haben und das zusammengebaut haben, haben sie gemerkt, ach Mist, das schaut irgendwie doch aus wie Wall-E. Naja, okay. Aber den Roboter, Mike, den gibt's ja wirklich. Also der steht bei einer im Büro rum. Ja. Nein, ich hab's im Interview gehört gehabt, also wirklich, sie haben da wirklich alles sehr handgemacht und das natürlich gibt's 1000 Millionen Coolness-Punkte, wenn jemand sich da so viel Liebe reinstecken möchte und ich müsste den Kurzfilm unbedingt noch sehen, weil auch das, was er mit dem Wasser da erklärt hat, wie sie das gemacht haben, das bin ich echt gespannt. Also musst du anschauen, wenn du die Möglichkeit dazu hast, das ist so, also das ist mal wieder so eine Erfahrung gewesen, wenn man weiß, wie das gemacht worden ist, was du sagst, irre geil, dass man so etwas machen kann und dann schaust du 250 Millionen Budget Filme an, die der Effekte hinscheißen, als hätte es einer mit dem Malkasten auf die Leinwand aufgeschmiert. Jurassic World 3. Jurassic World 3. Ja, genau. Und leider auch die neuesten Marvel-Filme immer stärker oder manche DC-Filme, ja, vor allem diese großen namhaften, wo du da denkst, die müssten es kennen, die kennen es leider immer weniger gefühlt. Ja. Amen. Er hat auf alle Fälle dann auch einen Publikumspreis gewonnen als bester Kurzfilm und auch den anderen Preis, den der Corby gerne aussprechen möchte. Wie heißt der Corby? Den französischen Millet-Preis. Ey. Genau. Keiner weiß, ob es richtig war. Sehr schön. Er darf in der Competition weitermachen. So rum. Und wir drücken die Daumen, der muss auf alle Fälle so viel Reichweite kriegen und Aufmerksamkeit kriegen, wie nur gerade möglich, weil so etwas muss weiter produziert werden. Ansonsten waren ganz viele spanische Beiträge wieder mit dabei, unter anderem mein Lieblingskurzfilm La Nueva, ja, keine Ahnung, die Dämonenlehrerin, habe ich top gefunden. Family Night, ein kleines Highlight vom Carney, der sie da, also komischerweise immer mit so creepy Typen identifizieren kann. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Ist das selber ein creepy Typ? Ist das creepy Typ, ist asozial. Ein russischer Beitrag, Old Man Rule, der eigentlich ziemlich cool war, aber tatsächlich beim Schauen so einen gewissen negativen Touch gehabt hat, als man dann gemerkt hat, oh, das ist russisch, gell? Weiß man eben dann auch nicht so recht, wie man damit umgeht, hat der Flo aber dann auch entsprechend am Sonntag, weil Old Man Rule hat tatsächlich den Platz 2 bei den Kurzfilmen vom Publikum her ergattert, hat es halt eben auch gesagt, sie haben selber diskutiert, aber haben sie halt dann auf die Kunst bezogen und wollen da keine Zensur machen und von dem her durfte der halt dann da auch mit rein. Ist ja richtig so. Er hat es ja auch gut erklärt, indem er gesagt hat, man soll ja nicht diese Leute, die da wahrscheinlich am wenigsten dafür sind, was da passiert, die soll man nicht auch noch zusätzlich abstrafen. Absolut. Dafür und denen halt trotzdem weiterhin eine Plattform geben. Da hat er auch vollkommen recht, weil die kunstschaffende Branche wird zum Großteil nicht zu die pro-russischen Separatisten gehören. Na, sonst, wie hat dir der Kurzfilmblock gefallen? Ja, sehr gut. Ich fand den ersten schon ziemlich geil, den Vortex. Das war so cooler kleiner Mindfuck.
Film, in dem einer eben im Auto um einen Block rumfährt. Ich glaube, ein portugiesischer Film war es auch, hat der Manuel gesagt. Gell? Richtig. Der fährt eben um den Block und sucht einen Parkplatz und dann wird er die ganze Zeit vom Auto verfolgt und wird schon nervös und meint, dass er schon wieder paranoid ist, weil er umeinander kifft unterm Fahren. Bis sie dann, ja gut, den Twist verzeihen wir jetzt nicht, aber er hat einen coolen Twist drinnen. Wenn man irgendwie die Chance hat, sich Vortex, den Kurzfilm irgendwo zum Schauen, dann darf ich mal den anschauen. Das sind nämlich nicht verschwendete 15 Minuten oder was er dauert hat. Ja. Und wie du schon gesagt hast, Family Night, den fandet ich auch ziemlich geil. Es hat wieder so ein bisschen so diesen Serienkiller-Vibe mitschwingen lassen. Und da bin ich sowieso immer gleich angefixt und fand eben die ganze Prämisse ja ziemlich cool. Man denkt es dann schon bald, dass da ganz schlimm was im Argen liegt, aber die Auflösung war dann zwar nicht voll überraschend, aber einfach cool gemacht. Und da frage ich mich immer noch, ob das auf einer wahren Begebenheit beruht oder auf irgendeinem Gerücht. Das darf mich mal interessieren, wenn ich irgendjemand weiß, verzeiht's mir's, weil ich kenne mich nicht aus. Dann sag nicht, dass der Typ creepy ist, der war cool. Der war ultra creepy, Mann. Du bist ultra creepy. Ja, ist recht. Ja, und dann halt eben einfach den du schon gesagt hast, der Lanoeva, den fand ich auch cool. Und den russischen Beitrag, den Old Man Rule, aber an Lost in the Sky ist nichts ohne Thema, der in dem Fall halt auch eher das Sci-Fi-Genre bedient hat und nicht das die Horror-Thematik hat, aber das nichtsdestotrotz war es einfach optisch so ein Highlight, wie schön das alles ausgeschaut hat, wie man mit der Hand so schöne Galaxien gestalten kann oder halt mit Flüssigkeiten. Unglaublich, also ich bin begeistert vor dem Ding. Der geht mir ganz, ganz lang nicht aus dem Kopf. Ein Film, der uns wahrscheinlich auch ganz lang nicht aus dem Kopf geht, ist Blaze. Das ist ja unser Sonntags-Einstiegsfilm. Nachdem du ja die Samstagnacht unsicher gemacht hast. Vorhin hast du schon einen kurzen Seitenhieb gegeben. Ich habe diesmal mich ausgeruht, dass ich am Sonntag auch noch durchhalte. Pussy, Alter. Ja, Pussy, genau. Dazu muss ich sagen, im Gegensatz zu euch beiden habe ich ja wirklich alles vom Hardline gesehen. Ja, aber ich gehe halt auch lieber mal in frische Luft und hock nicht alle vor dem Affenkasten, weißt du? Vom Affenkasten. Ja, was ist mit dir? Geh doch mal raus. Geil, das ist aus deinem Mund. Hat einen Hund daheim, nie geht er spazieren, das arme Viech ist total verwildert, schon in der Bude drinnen. Wie man in der Bude verwildern kann, frage ich mich noch allweil. Ja. Aber der Korbi hat es geschafft. Ja, richtig. Ich bin auch übrigens, noch mal kurz erwähnen, am Samstag dann nochmal von meinem Schätzelchen angemacht worden. Cool. War auch nämlich schön. Hey Kani, wie geht's denn? Gut? Ja, lass später mal rummachen. Sei, was ist denn da gerade los? Jetzt lass mich mal. Apropos hat's geschafft, Blaze hat's ja auch tatsächlich wieder geschafft. Also der Slot, der Sonntagnachmittag, 13 Uhr Slot, ist ja meistens auch der Publikumsliebling. Und hat's ja das ja schon wieder geschafft, gell? Das ist unfassbar. Aber heute auch wieder mal zurecht. Ja. Haben die eigentlich Vergleiche von 7 Minuten nach Mitternacht oder vor Mitternacht, die ich schon mal gehört habe, geht das also hin? Oder ist das eher wieder ganz was anderes? Also doch, vom Feeling her ist es ähnlich. Es ist also so ein Erwachsenwerden, aber schon mit einer anderen Prämisse drumherum. Es geht um die Blaze, also das Mädel heißt Blaze, ist glaube ich 13 Jahre alt und wird Zeuge einer Vergewaltigung. Sie ist aber in einer recht zurückgezogenen Welt, in der Fantasiewelt normalerweise unterwegs und deswegen tut sie sich halt da schwer, mit dem Gesehenen irgendwie klarzukommen und soll aber dann vor Gericht aussagen und ja, wie schon gesagt, tut sie halt dann da extrem schwer. Und in dem Film geht es dann darum, diese Transformation mitzuerleben, wie sie halt dann, ich kann es anders eigentlich jetzt gar nicht sagen, zur Frau wird. Oder hättest du das ein bisschen anders beschreiben, Kani? Nein, klar, und das ist ja auch zum Singen direkt. Ja. Dass sie da eben dann auch ins Erwachsenenalter übergleitet und es ist halt auch ein Thema bei Traumabewältigung, weil ihr glaubt ja an niemand, dass es so war, wie sie das Verbrechen gesehen hat. Man hat wieder die typische Täter-Opfer-Verdrehung, wie es halt leider so oft passiert in der Welt. Wenn die einen Minirock hat, dann möchtest du es ja gar nicht anders. Da kriege ich sowieso das Kotzen bei der Thematik. Aber das zum Anschauen ist echt so, also da waren manche Szenen dabei, wo man dachte, aber jetzt trennt sie am Korbi gleich in die Schulter rein, wenn sie abhaut. Ja. Das ist jetzt ein bisschen wie Tideland von Terry Gilliam. Kennt ihr nicht? Nein, leider nicht. Okay. Ja, dann, aber es geht schon wegen so. Also vom Namen schon, aber gesehen nicht. Okay. Aber den, also kann ich nur empfehlen, ich hoffe, dass das nicht so ist wie bei Tigers Are Not Afraid, hat er geheißen, oder Tigers Are Afraid? Tigers Are Not Afraid, oder? Ja.
Und der hat ja bis dato noch keine deutsche Auswertung gekriegt, oder? Nix, gar nix. Und das hoffe ich, das war das nicht auch? Nein, der war kein Sonntagsnachmittagsslot. Aber der hat, finde ich, Nein, das war so ein Abendding, ja. aber der hat auch ein ähnliches Gefühl bei mir ausgelöst und ich hoffe, dass Blaze nicht das gleiche Schicksal ereilt, sondern dass der dann auch zeitnah bei uns in Deutschland Veröffentlichung kriegen wird, weil den muss man sich unbedingt ins Regal stellen. Okay, sehr schön. Also wichtige Thematik und fantastische Bilder, die man da drin sieht. Ist nix für Feinde des Feminismus, also da wahrscheinlich eher nicht. Darum ist der Mike nicht da gewesen. Deswegen bin ich sofort heim. Dann wundert es mich auch, dass der Corby angeschaut hat, weil ich die Frauen hasse. Du, bei mir ist das Fortbildung. Und apropos ins Regal stellen, einen Film vom Hotline kann man sich ja schon ins Regal stellen, den Bruno Hahn. Den gibt's ja bei uns schon, der ist ja schon von 2011. Da bin ich jetzt gespannt, was ihr da zum Verzeihen habt. Aber wirklich. Ich finde deine Überleitungen immer geil. Vor allem zu den Parts, wo du gar nicht mehr mitreden kannst. Ja, deswegen musst du mich wegen einbringen, sonst kann ich ja gleich Jetzt mit dem Maul holst und die Leute schmerzen, lass die da wohnen. Kruzifix. Also zurück zu Blaze. Unfassbar. Ja, Bunuhan, der dritte Part vom Dain Said. Es geht um 3 Brüder. Er heißt zwar immer nur Dain Said. Dain Said, sag ich doch. Die unterschiedlicher nicht sein können. Der eine wohnt nur beim Bab und ist mehr oder weniger so ein bisschen ein BWLer. So habe ich den zumindest interpretiert. Der andere ist ein Boxer und der dritte ist ein Killer. Und die treffen dann aufeinander, muss es vielleicht noch mal ein bisschen anders erklären. Der Film ist mit Originalton gelaufen. Deswegen ist es essentiell wichtig, dass man die Untertitel mitlesen konnte. Das war aber schwierig, weil vor uns die beiden Leute, also der Produzent und der Regisseur von Lost in the Sky gesessen sind. Es sind zwar Schweden, die sind riesig und die haben beide dann eine Frisuren, die entsprechend riesig sind. Und also ich habe immer nur die Hälfte von den Untertiteln gelesen. Ein Dutt im Kino gehört verboten, oder? Ja, genau, das ist wie eine Kappe im Kino aufhaben und dann aufrecht sitzen, das Kappe nur ganz nach oben, gerade auf den Kopf gelegt und dann macht sie noch einen Dutt. Hau ab jetzt da vorne, schaut, dass ihr es gewonnen habt. Also deswegen, ich glaube, es ging darum, wer von den Brüdern am Ende über das Anwesen vom Vater entscheiden kann. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht genau, weil ich eben nicht alles lesen konnte. Das ist bei mir tatsächlich leider das Gleiche. Mir hätte es echt interessiert, aber ich bin die ganze Zeit nach links und rechts gewandert und habe dann so links eben angefangen zum Lesen, dann schnell nach rechts umgesprungen, dass ich den restlichen Satz lesen kann. Und das die ganze Zeit, dass ich dann irgendwann schon kurz vorm Schleudertrauma war. Und dann habe ich einfach aufgegeben. Ich muss echt sagen, bei der Mitte vom Film habe ich aufgegeben und habe mich dann in meinen Sitz fallen lassen und habe ein bisschen die Augen rasten lassen, weil ich einfach nichts mehr mitgekriegt habe davon. Hey, cool, weil es ist ja, ich glaube, der zweite Film gewesen vom Dain Said, oder wie der Corby gern sagt, der Dain Said. Das hätte mich echt interessiert. Dieser Director Spotlight ist ja immer sau interessant, diesen Werdegang zum Sehen. Handwerklich hat es auf alle Fälle schon sehr gut ausgeschaut, die ganze Sache, aber ja, leider storytechnisch kann ich nichts sagen. Ja. Es war einfach, danke an unsere schwedischen Kurzfilmkollegen, das hat's mir Bruno Hahn versaut. Also, ich hab's also gemacht, wie es das dann du ab der Hälfte gemacht hast, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, naja, eigentlich ein richtig guter Film, der zeigt man anhand von die Bilder, um was es dann geht. Und daher kann meine Interpretation, ob das stimmt, keine Ahnung. Ist nicht mein Bier. Aber ja, was soll's? Auf alle Fälle wissen wir, dass der Dain Said schon mit den früheren Werken begeistern konnte, in meinen Augen. Sehr schön. Also bildgewaltig war er auf jeden Fall. Ja. Diesmal wieder. Die Choreografien für die Kämpfe, weil man hat ja einen Kickboxer eben dabei gehabt, die waren auch schon sehr geil dargestellt und umgesetzt und haben schon waren auch schön wuchtig. Aber wie gesagt, ja, leider storymäßig schwer. Apropos wuchtig. War ein Doll-Circus wuchtig. Meine Fresse, echt. Den Schuld jetzt auf stumm, oder den Tippen. Wie wuchtig war Doll-Circus? Ja, die waren wuchtig, vor allem für die Ohren. Das wollte ich hören. Was geil? Ja, sie waren geil, so geile Metten gemacht. Sie sind eine sehr coole Band. Sehr spaßig, aber mir ist immer im Kino ein wenig, da ist die Akustik für ein Konzert echt ein bisschen schmerzlich für die Ohren, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich einfach alt geworden bin,
Aber ich hab Oropax vergessen. Ich glaube, es liegt auch nicht an mir, weil ein Corby seine smarte Uhr hat dann auch irgendwann gemeldet, dass wir mittlerweile in einem Bereich von über 97 Dezibel sind und bereits 10 Minuten ständige Beschallung mit dieser Dezibelzahl kann bleibende Schäden verursachen. Ich habe dann nur gesagt, was? Aber bis auf das, dass sie AC/DC-Cover gespielt haben, war ich sehr begeistert von der Musik und von den Texten. Magst du kein AC/DC? Was ist mit dir los? Das Kim jetzt nicht, hör auf, das ist so eine Scheiße AC/DC. Er hat die ganze Zeit Vieri geschrien, spritz mir ein AC. Ja, tu dir mal einen Highway to Hell aus, geh weiter, geh zu. Und danach noch ein Sum of 69 und so, weißt du, war super gewesen. Das ist nicht von AC/DC. Ja, aber so ungefähr die gleiche Wichse. Ach, jetzt halt doch dein Maul bitte. Ja, halt du dein Maul, du Depp. Ich hätte gesagt, dass sie mal ein Wahnsinn. bisschen an der Nallkant oder so aussah, aber das wollten sie nicht. Ja, Nazi-Punks fuck off. Ja, genau, mal gute Musik, Slayer und so ein Zeug. Aber Slayer ist auch so gurkenfein. Ich glaube, dass die eher nur Analkant gespielt hätten. Wahrscheinlich, ja. Geilen Grind rausgekaut. Ja. Na, wie gesagt, also musikalisch cool, textlich cool, Thematik auch ist cool und ein Auftreten ist auch geil gewesen. Hat er eigentlich voll zu dir passt. Ja, sehr feministisch, hab ich mich. Der Masturbator, glaube ich, war eins. Ich weiß nicht, ob du den Text ganz verstanden hast, aber da ging es nicht um die Masturbation des Mannes. Ja, ich hab's schon verstanden, ja. Ich hab mich da eher ein wenig gedemütigt gefühlt, weil ich mir gedacht habe, ich kann das auch genauso gut, wie du es selber machst bei dir. Aber ja, typische Feministen, weißt du, ja immer diese Emanzen-Kacke. Nein. Also, Also, ich muss drunter leiden als armer Mann. trotzdem, als musikalisches Intermezzo war es echt geil. Also, da, Super, also Sehr schön. ja, ich hätte gern vorne ein bisschen freie Fläche für ein wenig am Pogo gehabt. Ich glaube, das hätten sie sich ja gewünscht, dass halt ein paar mehr Leute dann zum Tanzen anfangen. Aber es ist halt, naja, doof im Kino, da irgendwie großartig zum Tanzen. Das ist ja das. Ja, es geht leider nicht. Und das Sitzpogo ist recht langweilig. Das war halt jetzt die letzten Male immer, wo es so eher so Synthi-Geschichten gehabt haben, ist das eher was zum Sitzen und zum Genießen. Aber so Rockgeschichten zum Sitzen ist immer weniger ein Problem. Das stimmt schon. Ja. Aber wie gesagt, also herzlich toll, Circo so. Sehr, sehr coole Band. Dann kam der Flo mit seinem Dolmetscher und hat dann die Preisverleihung moderiert. Ich bin mir ein bisschen vorgekommen wie bei den Oscars. Also, Gerade ohne Watschen. ja, früher hätten immer gefällt, dann hätten die sie bestimmt davon auch dann leicht prügelt, weißt du schon? Ja, nach The Outwaters hat mir viel gefällt, dass ich wieder gehe, wenn ich Blitz. Genau, Lost in the Sky hat der Kani ja vorhin schon gesagt, hat 2 Preise abgesahnt. Blaze ist dann auch noch gekürt worden. Aber wie gekürt? Das ist ja eigentlich das richtig Geile. Es gibt nämlich seit diesem Jahr einen Razor Award und der schaut echt richtig stark aus. Das ist so eine Dame, die eine Rasierklinge dann, was ist das für ein Format dann? Das ist wahrscheinlich Kopfkissen groß über ihrem Kopf hält und dann von dem Blut der vermeintlich benutzten Rasierklinge dann getränkt wird und schaut richtig geil aus. Hat ein bisschen was von Carrie. Ich hätte jetzt eher gesagt, hat tatsächlich ein bisschen was von so einem Oscar. Carrie ist auch ein guter Vergleich. Ich hab's beide Unrecht, das Saudeppen. Hat er gesagt, wer die Sockel gemacht hat? Ja. Hat er sich bedankt? Was? Beim Die Sockel gemacht. Wo die Figur draufsteht, die Nein, Sockel. bei dir hat er sich nicht bedankt. Ich glaube, der spinnt. Nein. Er hat ja gesagt, dass der Sockel nochmal von einer zweiten Firma gemacht worden ist, weil der erste beschissen und schier war. Ja, ich war die zweite. Nein, das stimmt nicht. Achso. Scheiße. Echt jetzt? Du hast den Sockel gemacht? Ja? Nein, er hat wirklich die überhaupt nicht erwähnt. Voll gut. Ja, aber der Sockel ist ja scheißegal, der interessiert keine Sau nicht. Die Figur war wichtig. Hat er erwähnt, wer den Sockel gemacht hat? Ja, so ein Krampf. Ja, das war schon, hätte mich schon interessiert. Aber Das gut. ist, als würde ich beim Autokauf erwähnen, wer den scheiß Reifen aufblasen hat. Wow. Vor allem, das war ja eine Spende, da hätte man schon sagen können, hey. Na, Mann, Spaß. Ja, und Ist schön, wenn das Gesamtkunstwerk cool ist. wieso warst du da nicht da? Das kann ich schon erzählen, weil ich geostert habe, dass Nein, der Rauch das davon gegangen interessiert keine ist. Sau nicht. Wenn jetzt schon wieder da die Kinder und Ostergeschichten her, dann Heute kotzt ins scheiß Mikro Mal, rein. wird's am Schluss noch mal verzeihen. Wallah, geh hau Scheibe. Nein, null. Was für Scheiben? Apropos Scheiben, hat der Fist of the Conda ein paar Scheiben eingehauen. Na, Moment. Und dann, Du holst jetzt erst mal dein Maul, gell? Ja, es gab nämlich noch einen Merit Award. Und dieser Merit Award ging an die Heike. An die
Heike! Heike, die auch unser Logo gemacht hat, aber die natürlich in 10 Jahren Hardline 10 verschiedene Hardline-Designs designiert hat. Signiert, oh Gott. Ja, resigniert so mit dir. Puh. Ja, da muss ich schon sagen, da hat er das so herzlich gemacht, da habe sogar ich ein kleines Tränchen vergossen. Ja, das war tatsächlich so, als man dann gehört hat, dass nach 10 Jahren die Heike für das 11. Festival dann die Designierung, wie der Corby sagt, abgeben wird an neue Künstler oder eine Künstlerin, man weiß es noch nicht, weil es ist noch kein im Gespräch, aber es war schon so, dass ich sage, ich bin sehr traurig, wenn das nimmer von der Heike kommt. Hab schon Angst gehabt, das heißt, Heike kommt da nimmer, aber sie bleibt uns zumindest zum Ratschen, Schauen und Biertrinken erhalten in die Festel und da freuen wir uns drauf. Das ist wichtig. War aber echt ein sehr schöner Moment, ja. Ihr müsst euch das so geil vorstellen. Der Flo erklärt diesen Award und dass das für ganz besondere Menschen ist, die einfach sehr viel zum Festival beigetragen haben und der Kani macht sich schon fertig. Ja. Bei Heike, ich bin dann schon 4 gegangen, als vor mir Heike Jörs da gestanden ist, aber dann dachte ich, okay, wie kann man sich bei meinem Namen so verschreiben, ich weiß es auch nicht. Ja, ich heiße nicht Heike. Aber mir ist wurscht, ich nehme da trotzdem, ich kann es mir nennen, wie du möchtest. Für dich, Baby, könnte ich alles sein, hat der gestiefelte Kater schon gesagt. Ja, war ein bisschen unangenehm fürs Hardline, aber naja, sie werden schon wissen, was treiben. Am Ende ist es ihr Leben. Na, ansonsten wirklich sehr schön, sehr geil gemacht. Ja. Und dann, Mike, dein Übergang zu The Fist of the Condor, sehr geschickt, wirklich hervorragend. Ein Viel Fingerspitzengefühl. Sehr viel Fingerspitzengefühl. Ja, hier wieder ist ein ähnliches Problem aufgetreten wie schon bei Bunuhan, und zwar ein schwedisches Problem. Diese gottverdammten Schweden. Die versauen mir das ganze Leben. Also, ich habe wieder nicht viel gelesen von den Untertiteln, aber ich glaube, es ging um 2 Brüder, die sich bekämpft haben, und zwar mit sehr viel Martial Arts, und am Ende ging es dann darum, wer kann den Fist of the Condor praktisch ausführen. Das ist meine Interpretation vom Film. Kane, verbessere mich bitte. Ich kann es dir nicht sagen, da ich an der schwedischen Front zu kämpfen hatte. Haben es kämpft wenigstens. Ist rund gegangen. Ja, kämpft haben's feil. Die haben gut gekämpft, geile Choreos. Ist halt wirklich so. Er hat ausgeschaut wie so ein Martial Arts Film aus die 80er ausgeglaubt. Geile 80er Optik, die Kämpfe waren, und auch diese Kamera, der Einsatz von den Kameras, das war so richtig 80er. Es hat einfach, wenn du mit sowas was anfangen kannst, dann bist du voll drinnen. Es war aber jetzt kein so Story of Ricky Ding, oder? Mit Leid auseinander. Nein, und so. Leider nicht. Ich glaube, nur am Schluss war so richtig krasse Ding. Ja, am Ende war es richtig übel, aber vorher 5 Minuten aufwärmen, das war geil. Und so war auch, ich sage jetzt mal, die Kämpfe waren zwar, wie ich schon gesagt habe, cool inszeniert und choreografiert, aber relativ handsam, hätte ich jetzt auch gesagt. Also was Blut und so weiter angeht. Okay. Aber schön zum Anschauen, wie gesagt. Also ich hab sehr schön. Visuell Spaß gehabt. Das gefällt mir, wenn du Spaß hast. Ja. Storytechnisch hätte ich auch gerne Spaß gehabt, aber Schweden sagt nein. Aber ich hab's ja gerade gesagt, Reihe 4 brauchen wir, aber nein, es wollt ihr nicht auf mich hören. Die ist immer voll, Reihe 4. Ja, du bist immer voll. Nein. Also Skivas. 10. Hardline, wieder wunderbar. Unglaublich schön, ja. Unglaublich schöne Leute, unglaublich schöne Filme, unglaublich schönes Ambiente. Genau. Sorry auf alle Fälle an alle, dass ich mich nicht persönlich verabschieden habe können. Ich habe auf alle Fälle jetzt vorgehabt, dass ich zu Dolls Circus noch komme. Aber aus Gründen habe ich nicht mehr kommen können. Aber ich fand es ein bisschen schade. Du hast gesagt, du kommst wieder und dann bist du doch nicht gekommen. Warum? Jetzt provoziere halt nicht, dass er die Osterkindergeschichte erzählt. Ich sage Osterkindergeschichte, es ist einfach nur ein ausgedehntes Essen dazwischen gekommen. Und dann um 7:30 brauche ich nicht mehr losfahren. Das sagt dir gleich. Der frisst der lieber einen Stopp. Fertig. Du musst es einmal verstehen. Wir sitzen dann da beim Frühstück, alle fragen, ja, und der Mike, der kommt aber dann halt schon, ja, Falli, der hat gesagt, dass er kommt. Ja, und dann irgendwann. Jeder hat so gesagt, der Mike kommt aber jetzt schon noch, oder? Hat genau gewusst, was los ist. Manche haben die Finger überkreuzt gehabt, manche haben 3 Kreuzzeichen gemacht, dass wir es aufgeklärt haben, dass du nicht mehr kommst. Ja, dass du nicht kommst. Wahnsinn. Ja, wir waren nur sauber mit dem Trash-Taucher, den Filmfressen der Chiara, unseren schwedischen Subtitle-Saboteuren beim Essen.
Echt grausam von denen. Ich weiß nicht, warum sie uns, wir haben ja in den Interviews doch nichts Schlimmes gesagt, oder? Warum hassen sie uns dann so? Warum müssen die so groß sein? Ja, aber echt, verdammte Schweden, verdammte gut aussehende Schweden. Ja, aber es war auf jeden Fall schade, Mike, dass du halt den letzten Tag nicht mehr miterleben Auf konntest. jeden Fall, nach wie vor, aber ich hoffe, nächstes Jahr, da geht's dann ab. Vielleicht nimmt der Flo dann diesmal ein gescheites Datum und nicht Ostersonntag. Ja, Weihnachten. Das war noch besser. Genau. Alles klar. Freunde, ihr wisst, wenn es wieder heißt Hardline 11, was zum Tor ist, unsere Infopods hören und dann auf Regenspur kommen. Es ist jetzt ja wieder ein Fest. Es war das 10. Hardline ein riesiger Spaß für Jung und Alt. Ein Haufen neue Leute kennengelernt, ein Haufen alte Leute wieder getroffen und ja, Hardline geil, mir geil, alle geil. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Steigerung von geil ist in Zukunft geil, Hardline, Viva la Movilusione. Genau so schaut's aus. Oh yeah. Ja, wieder riesen Dank an das ganze Team Absolut. von uns, natürlich vom Hardline. Wir lieben euch bis über beide Ohren. Und auch die neuen Leute, die man endlich mal kennengelernt hat und vielleicht vorher schon mal gehört hat, aber jetzt einmal gesehen hat, wird Chiara. Alles geile Affen. Ich hoffe, die gehen wir nächstes Jahr wieder. Oder dass wir sie sonst irgendwas sagt. Mit Manu telefoniere ich später wieder. Ja, die haben auch gesagt, sie kommen wieder, gell? Manu hat gesagt, wir haben uns nicht das letzte Mal gesehen. Der Trash-Taucher auch. Also ich hoffe, das wird jetzt Stammbesucher des Festivals. Ja, sie haben uns damit gedroht, dass sie wiederkommen. Sehr schön. Ich freue mich dann natürlich dann drauf. Ich würde auch gerne die Deep Reds wiedersehen. Wollte jetzt auch gerade sagen, Unbedingt. hier gleich mal noch die Mahnung raus an das Deep Red Team ist, wenn es nächstes Jahr nicht kommt, dann kommen wir auf zu euch und dann wichsen wir eng. Wir hatten doch die Diskussion. Nicht jeder versteht das richtig. Ja, das Ich stimmt. weiß schon, darum habe ich es jetzt nur eingebaut in der Hoffnung, dass derjenige zuhört, der nicht gewusst hat, was heißt, wenn man jemanden wichst. Ja. Es ist immer blöd, wenn der Kani das Seppam sagt, der dann ist peinlich berührt und da steht und dass ich dann denkt, okay. Geil. Jetzt gleich oder später? Wann? Wie machen wir es? Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht vor der Kinokneipe. Bestimmt auch davon. Definitiv. Tschüss, servus, für euch. Ciao.